Herzlich willkommen bei Dominikus LP und ich werde euch heute Factorio zeigen. Ich habe das auf Steam gefunden und ich wollte es einfach jetzt mal spielen. Habe auch schon ein bisschen reingespielt, habe mir auch eine eigene Map gemacht. Und ja, ich werde es jetzt auch in die Aufnahme mit reinnehmen oder auch aufnehmen. Und ich würde sagen, wir machen einfach ein neues Spiel. Und ich würde sagen, Gegner greifen nie zuerst an. Und wir können ja hier auch noch die unendlich, wenn es leer ist, einstellen. Und das lassen wir alles auf normal, außer was war Rohöl? Häufig würde ich machen, weil bei mir auf der Map, da gibt es so wenig Rohöl. Also von diesem hier, weil ich alles auf normal gelassen habe. Also hier auf normal. Größe habe ich mittel und Menge habe ich auch normal. Das lasse ich auch. Und hier würde ich die Generierungsnummer freilassen. Da würde ich jetzt halt einmal einfach, wenn ihr das gleiche spielen wollt wie ich, Dominikus LP eingeben. Okay, da wird nur eine, Entschuldigung, dass ich jetzt halt Finger knack's, aber das ist so mein Ding. Würde ich sagen, was nehmen wir für Dominikus LP? Sagen wir einfach mal 80, 90, 110. Und das würde ich sagen, ist Dominikus LP. Und Startgebiet, nee, lassen wir alles. Und ich würde sagen, wir gehen auf Generieren. Es dauert jetzt ein bisschen, weil ich noch auf einem Laptop aufnehme, aber ich hoffe, das regelt sich jetzt dann hoffentlich alles. Da sind wir schon. Und hier würde ich jetzt sagen, dies ist ein freies Spiel von Factorio. Deine Aufgaben sind es, eine Rakete in den Weltraum zu starten. Dazu musst du ein Raketensilo bauen und eine Rakete mit einem Satelliten starten. Du wirst erweiterte Technologien erforschen müssen, um das Raketensilo freizuschalten. Fang klein an, arbeite dich durch Automatisierung hoch und verbessere dich. Vergiss nicht, dich vor dem Einheimischen zu schützen. Drücke Tab. So, und hier haben wir jetzt halt mal die Karte, ist uns hier aufgebaut worden. Und hier in der Leiste unten haben wir schon mal zwei Gegenstände. Einmal einen Schmelzofen und einmal einen befeuerten Erzförderer. Hier hinten haben wir eine Pistole und 10 Magazin, also Handfeuerwaffenmagazin. Hier kann man auch noch reingehen. Können wir Eisenplatten zu einer Eisenkiste, also das ist hier Handwerk und das ist noch ein Inventar. Hier können wir dann noch weitere Sachen bauen, hier weiter und hier können wir auch nochmal Munition machen. Ich würde jetzt aber sagen, wir machen hier einen befeuerten Erzförderer einmal und dann einmal eine Kiste, dafür machen wir hier Holz. Und das Holz bauen wir mit der rechten Maustaste ab. Es dauert jetzt halt ein bisschen, weil wir keine keine Axt oder sowas haben oder ein Multitool. Dafür hat er hier so einen kleinen Stock. Und aus einem Baum kommen 4, also aus einem kompletten Baum, wie es hier an der rechten Seite dann steht, hier kommen 4 Holz raus und dann Gesundheit ist von dem 50-50, Abbaugeschwindigkeit ist 0,5,
Sekunden oder was das sind. Ich weiß nicht, wie die Zeit heißt bei denen. Und eine Abbauzeit ist 2 Minuten. Also Abbauwiderstand ist 0,5, also wie Widerstand der ist. Und eine Abbaugeschwindigkeit von 2 Sekunden oder was das sind. Oder 2 Sekunden, die wo unten an der Leiste, die wo jetzt halt voll läuft. Da war einmal der Autosave und jetzt haben wir schon 12 Holz. Jetzt können wir uns eine Kiste machen. Und jetzt müssen wir mal kurz schauen, wo hier noch Kohle ist. Da oben ist Kohle und hier ist Eisen. Ist da oben. Jetzt gehen wir mal kurz auf die Map. Können mit dem Mausrad anzoomen. Hier ist Stein, Eisen, Kupfer und ne, das ist Stein, das ist nochmal Eisen und hier wäre Kohle. Ich würde sagen, selber bauen wir die Kohle ab und hier oben bauen wir dann Kupfer und kann es jetzt möglich sein, dass ich nicht da durchkomme. Sowas mag ich überhaupt nicht, wenn alles von mir versperrt ist, aber macht nichts. Okay, und das liegt auch noch direkt im Wald drin. Nicht toll. So, jetzt nehmen wir hier einfach mal nochmal den Baum weg. Oder wie schaut es da nach oben aus? Ja, machen wir hier nach oben frei. Also hier machen wir unsere ersten Fabriksachen hin. Also, einmal einen befeuerten Schmelzofen bauen wir nach hier oben hin. Der braucht natürlich noch Holz oder Brennstoff, einfach gesagterweise. Das geht jetzt halt sehr schnell weg, weil das so lange dauert. Wir könnten auch hier gleich ein Förderband machen, aber dafür brauchen wir Eisen. Jetzt könnten wir auch hier, wo sind wir dann? Nicht, dass ich jetzt was Falsches gesagt habe. Da müsste ich Eisen finden. Ja, genau. Aber das ist jetzt direkt hier drinnen, also brauchen wir da ein bisschen. Oder wir gehen wieder beim Startanfang hin. Das dauert dann aber auch ein bisschen wieder. Wenn ihr vielleicht irgendwas im Hintergrund hört, das ist nur mein Handy oder sonst irgendwas anderes. Es wird auch bald noch ein neues Projekt geben. Das wird sich Train Fever nennen. Ich werde auch noch die LS17 rausbringen. Also Landwirtschaftssimulator 2017 wird dann bei mir noch auf dem Kanal kommen. Und ich habe auch noch einen zweiten Kanal. Den kann ich euch auch in der Videobeschreibung unten verlinken. Das sind die Zockerfreunde. Und da wird auch Karriere und also Karriere vom LS17 hochgeladen, vom LS17, vom LS15 und dazu die ganzen Multiplayer. Ich werde auch vielleicht noch wie heißt Factorio oder sonst irgendwelche Spiele noch auf dem Kanal bringen. Und ich würde einfach mal sagen, wir spielen jetzt hier noch eine halbe oder länger. Das weiß ich jetzt noch nicht, wie ich hier die Aufnahme mache. Aber ich denke mal, dass es vielleicht 15 bis 20 Minuten Folgen werden wird. Oder länger, wenn jetzt noch mal irgendwas Interessantes kommt. Hier sind ja jetzt nicht so viele interessante Sachen. Ich würde einfach sagen, wir bauen hier jetzt einfach mal den neuen Erzförderer auf. So einen neuen Erzförderer, gehen wir hier auf Produktion. Hier sehen wir schon, dass wir 3 Eisen brauchen. Also 3 Zahnräder. Eisenzahnräder. Und unten bei den benötigten Materialien, da sehen wir einen Schmelzofen, 3 Eisenplatten, also 5 Stein und 9 Eisenplatten. Und wo wir jetzt halt Eisen herkriegen, das wisst ihr ja, von unten. Und da sehen wir gleich mal Stein.
Und da würde ich sagen, wir machen jetzt den Stein mal selber kurz, dass wir da so 5 Steine haben, dass unser Schmelzofen nicht hergenommen wird zum Bauen. Es geht jetzt noch sehr langsam, da müssen wir uns jetzt dann langsam mal eine neue Spitzhacke machen oder ein ultimatives Tool, so wie das hier. Jetzt haben wir gar keinen Stein mehr, keine Eisenplatten mehr, aber das macht nichts. Wir haben ja da jetzt etwas vorgebaut und hier würde ich sagen, machen wir erstmal eine Kiste und der kann hier sein Zeug weitermachen. Warum? Weil ich auf die falsche Seite gestellt habe. Jetzt macht er hier sein Eisen voll. Das Eisen können wir mal da reinpacken. Und unterm Laufen mache ich noch eine Holzkiste. Und gleich mal den ersten, nicht gleich, sondern bald hoffentlich. Und hier packen wir, wo ist unser Eingang? Da ist unser Eingang. Hier bauen wir schon mal den ersten Schmelzofen hin. Da würde ich sagen, packen wir mal Hälfte rein. Rohholz kann nicht in die Ressourcen, sondern ins Brennholz. Und hier holen wir schon mal die ersten Sachen raus und packen es hier oben rein. Jetzt laufen wir mal selber schnell zu dem Eisenvorkommen, dass wir uns Eisenplatten machen können. Und ich würde mal sagen, fast so 15, 20 Eisenerz würde ich jetzt hier noch abbauen. Seht ihr hier, wenn es hochsteigt, wie viel in der Klammer sind. Da sind es jetzt 17, 18, 19, 20. Und jetzt kann ich schon aufhören und gehe mal zu dem Ofen, was wir hier unten hingebaut haben. Und holen mal hier die 13 Eisen raus. Und hier hauen wir mal die 20 Eisen rein. Und hier haben wir jetzt Kupferplatten rausgekriegt. Und der ist schon wieder leer. Machen wir einfach mal wieder die Hälfte. Oder das lassen wir erstmal drinnen und schauen dann nachher. Und hier geht es jetzt schneller mit dem Multitool. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr euch jetzt, wie ich mich jetzt anhöre. Von dem Sinne her, im LS15 habe ich mich ein bisschen so tiefer angehört. Ihr könnt mir ja jetzt mal schreiben, ob es jetzt besser ist mit der Tonqualität oder ob es nicht so wirklich gut ist. Also das könnt ihr mir ja mal reinschreiben in die Kommentare. Wenn die Folgen unregelmäßig kommen würden, dann merkt ihr das. Wenn jetzt die Folgen regelmäßig kommen, dann sage ich Glückwunsch zu mir und weil es nämlich so ist, ich muss auch noch arbeiten. Also ich mache eine Ausbildung zum Schreiner. Vielleicht habe ich das schon mal erzählt in 2, 3 Videos oder in anderen Videos. Okay, jetzt ist unsere Spitzhacke kaputt. Und müssen wir mal schauen, was wir da brauchen. Eisenplatten. War ja klar. Da haben wir schon mal die ersten Eisen wieder. Und hier legen wir das neue Eisen rein. Und hier machen wir gleich mal ein Erzförderer. Und hier haben wir ja noch eine Holzkiste. Und diese hier, jetzt machen wir auch noch gleich Fließband. Ein Fließband, dass wir hier das Zeug abtransportieren können. Und da haben wir schon mal das erste Zeug. Hier machen wir jetzt noch eine längere Kiste hin. Sobald das hier komplett voll ist, hört der auch auf zu arbeiten.
dann hört er hier auf zu arbeiten. Das sieht man dann an dem grünen Balken. Hier haben wir wieder ein paar Sachen. Kann ich mir jetzt hoffentlich... Ja. Und das sind ein Reparaturkit, die brauchen wir dann erst, wenn wir Mauern haben. Hier bauen wir mal kurz die drei Holz ab, dass wir hier komplett durchgehen können. Da haben wir mal schon mal 50 Kupfer. Ich würde jetzt sagen, wir sparen hier auf einen Heizkessel und auf eine Dampfmaschine, dass wir hier dann so langsam hier noch eine Pumpe machen können, dass wir so langsam in die auf die elektrische Seite gehen können, der Elektronik. Das war jetzt mal wieder falsch gesetzt, was ich eigentlich immer mache. Und hier kann man jetzt, wenn ich F drücke, einmal drüber laufen. Und jetzt haben wir hier schon mal 27 Eisen in der Tasche. Und ich würde sagen, wir machen noch einen neuen Schmelzofen. Dafür gehen wir wieder hier oben hin, drücken die rechte Maustaste, dass wir abbauen. Und das machen wir jetzt mal bis zu 10 Steine brauchen wir. Und genau, da haben wir schon mal 10. Dass wir hier uns 2 Schmelzofen machen können. Mit der rechten Maustaste machen wir immer 5. Und wenn wir Shift rechts oder Linksklick machen, wollen wir das ganze Zeug reinlegen, also craften in dem Sinne, oder im Handwerk machen wir einmal Shift Rechtsklick oder Linksklick. Ja, genau, Linksklick, und dann sagt er uns nicht genügend Komponenten. Und ja. So, jetzt lassen wir hier noch ein bisschen arbeiten. Sagen wir mal, der soll jetzt dann noch 20 Kupfer machen. Hier legen wir mal, was legen wir da rein? Noch Eisen. Shift sage ich schon wieder. F gedrückt halten und dann wird das Ganze hier reingelegt, und wir können jetzt hier eigentlich Steuerung, oder ja genau, Steuerung und rechts die Maustaste, dann legt er die Hälfte rein, und hier kann man einfach sagen linke Maustaste und dann legt er da die andere Hälfte rein. Hier werden jetzt die Produktionen von Eisenplatten gemacht und hier genauso, und hier wird jetzt einfach mal Kupfer gemacht, und wir können mit der rechten Maustaste mit der Steuerung gedrückt halten und linke Maustaste einmal hier den kompletten Kupfergehalt rausziehen und das Eisengehalt auch noch. Und hier seht ihr schon mal also es ist zweimal Fließband, aus einem Fließband kommen 2 raus, aus einer Eisenplatte besteht und aus einem Zahnrad, und das Ganze wird aus 3 Eisenplatten bestehen. Und das ziehen wir hier noch länger, dass wir nicht so weit laufen müssen. Da habe ich jetzt mal Rechtsklick gemacht und da kommen gleich mal 4 raus. Und hier oben in der Mitte, hier kann ich auf die große auch gehen. Hier sieht man die Fließbänder. Und ja, hier können wir gleich nochmal die Hälfte reinlegen. Hier auch nochmal die Hälfte. Hier kann man gleich mit Rechtsklick durchgehen und die Eisenplatten rausziehen. Hier mache ich mir noch eine Eisenspitzhacke auf Vorrat,
und hier machen wir eine also eine Pumpe. Und ich mache mir hier auch noch gleich eine, wenn ich Holz habe. Hier mache ich mir dann auch noch eine kleine Kiste. Oh, habe ich noch Holz? Das sind die ersten. Jetzt brauche ich noch mal eine Kiste. Und hier lege ich jetzt mal genau einen befeuerten Greifarm rein. Da sagen wir mal, der soll 2 Rohholz und sagen wir von dem das Rohholz, dass wir hier 7 drin haben, 7, 8, 10, macht nichts. Auf jeden Fall brauchen wir hier nochmal ein Eisen. F gedrückt halten und einmal komplett durchlaufen und gleich mal hier nach unten legen, dass wir dann gleich einmal hier weiterführen können, dass wir nicht so einen langen Laufweg haben. Einmal da fast komplett rein. Mit der rechten Maustaste könnt ihr dann auch noch variieren, wie viel ihr da drin haben wollt. Und hier könnt ihr das rausnehmen und hier gleich mal 2 Erzförderer wieder. Nicht Erzförderer, befeuerte Greifarme. Dass die das Zeug hier rausziehen und wir machen hier jetzt noch mal ein bisschen kurz Holz. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und bis dann. Servus!